Den ersten ist, dass wir allgemein gegen Revalorisation von der Chambre vom Lützeburgischen Parlament hätten, eine Revalorisation von der Chambre und eine Verbesserung von der öffentlichen Debatte hier am Land. Wir hätten mal gerne mehr öffentliche Chambersessionen. Wir hätten noch gerne, dass die kurzfristig abberufen gehen. Nicht, dass von irgendeiner Aktualitätsfrage, also etwas, was Leute stark bewegt, dass da wochenlang gewährt wird, bis die Chambre mal zusammen könnt, und dann nach könnt das nicht mehr mit Schwierigkeiten auf der Note du Jour. Das ist einfach nicht konform zu einer Exigenz, die in einer Demokratie selbstverständlich wäre, dass das, was Leute bewegt, auch direkt an der Chambre reflektiert wird. Wir hätten also gerne mehr öffentliche Sessionen, und wir hätten noch gerne eine andere Regelung, was Redzeiten angeht. Wir hätten gerne eine Redezeit, eine Basis-Redezeit, die alle Parteien erlaubt, hier Positionen komplett anständig vorzudrohen. Wir müssen also gucken, dass das ein flexibles Modell sein. Wir wollen noch nicht Grundprinzip von dem existierenden Modell rüsseln. Wir hätten aber gerne, dass die Basis-Redezeit so moduliert wird, dass alle Parteien, egal was fängt, das ist, auch inklusive, sondern auch immer auch der Kollege von der Kleng Partei, dass jeder da kann seine politische Meinung so ausdrücken, dass er nicht muss hingehen und so, schon in 2 Minuten, ich kann wirklich heute mit 3 Sätzen sagen, das ist einer Demokratie nicht würdig. Auch der Kollege von der Kleng repräsentiert bis 2% vom Elektorat, auch die Leute haben Recht, für ihre Meinung anständig können an der Chambre zu hören. Dann würde ich auch noch dabei sein, dass bei verschiedenen Debatten, die so wichtig sind, mehr wichtig noch für andere wie Budgetdebatten, den Etat de la Nation, und so wirklich kruzial frohen, dass da überhaupt keine Beschränkung von der Redezeit soll sein. Für was soll das Parlament sich so beschränken bei wirklich essentiellen Fragen? Ein Budget lässt ja adoptiert am Hirsch den Milliardendefizit vorgesagt. Allein am ordinären Budget wird nicht 2 Milliarden Defizit sein, die man schlussendlich müssen erdrohen. Und die ganze Debatte hat ein paar Stunden gedauert. Mit 2 Milliarden Defizit. Das steht auch keinem Verhältnis zu der Importanz, und dem am Land geschieht. Und hat bald den Eindruck, dass absichtlich verschiedene Debatten, die besonders fähig so kurz gehalten gehen, dass es vielleicht mal abfällt. Aber für uns ist das nicht normal, dass von einem Land auf einen Weg geht, wo massiv Budgetdefizite engagiert gehen, dass dann eine politische Debatte museleiert wird an der Chambre. Wir haben keine Lust, an eine Maulkurve-Mentalität ranzugehen. Wir hätten gerne Recht, frei zu schwätzen, aber Probleme am Land sind, für die auch können unzuschwätzen. Wir wollen also mehr Sitzungen, mehr Redezeit, aber wir wollen allgemein eine Stärkung von der Kontrollfunktion vom Parlament. Das Parlament ist da, das ist sein Auftrag, für das Exekutiv zu kontrollieren. Erstens, das Parlament, was Gesetze möchte. Das Exekutiv exekutiert Gesetze. Und das ein Parlament, für dann zu kontrollieren, ob das richtig gemacht ist. Dafür muss doch Möglichkeiten haben. Und heute sehen wir auch, dass tendenziell dem Parlament immer mehr Möglichkeiten weggeholt gehen. Wir können so eine Kontrollfunktion zu exerzieren. Erstens, guckt euch mal die Question au Gouvernement und mit der auch die Mitten. Das ist eine Heure de Question, wird das gewöhnlich genannt. Komischerweise ist die Heure de Question in diesem Fall auch wirklich 60 Minuten. Bei anderen Sachen da ist eine Flexibilität an der Politik, an der Diplomatie, da gibt Dauern angehalten und geht lang weiter verhandelt, so als wird nach einmal 12 Uhr von dem 4 letzten Tag von es muss sein. Hier ist aber eine Mentalität, dass genau 60 Minuten Deputéierte können den Minister Fragen stellen, aber 60 Minuten rüber sind, dann haben Deputéierte keine Fragen mehr zu stellen. Nein, wenn Deputéierte Fragen und die Regierung haben, dann und Ministerin erstens dort zu sein, darüber komme ich auch noch zurück. Wir für allem gibt es da keine Limiten. Eine Heure de Question, das ist eine Möglichkeit für Fragen zu stellen am Numm vom Volk und Regierung, und das nicht wie du nur 60 Minuten Schluss zu machen, aber zu sagen, du kannst Volk werden, einen Monat oder 2 Monate, bis die nächste Heure de Question dann auf den Ordre du Jour kommt. Zweitens, Ministerin haben dort zu sehen. Wir sehen, dass immer mehr Leute abonniert sind auf Absenzen. Das fängt beim Chef, aber das ist Chef, beim Primus inter pares von der Regierung an, den man Seele kennt wie eine Heure de Question. An anderen Orten, die sind nicht da. Wir hätten gerne, und ich meine, das ist eine Selbstverständlichkeit von Deputierten, die das Volk vertreten, dass die Damen und Herren Ministerin da sind, für die Fragen zu antworten. Natürlich von den Engagementen am Ausland hört, die inkontournabel sind, da sollen die können machen. Aber Engagementen am Ausland, das ist nicht wie irgendwo etwas abweichen zu gehen,
wo ein Minister sich soll entschuldigen an der eure Question von den Deputierten, sondern da war jung auf einer Zeit lehen. Aber wenn ihr am Ausland eine internationale Obligation hat, kann den natürlich machen. Wir wollen dann zurückkommen, der Minister, da sollen am Parlament kommen und auf Fragen antworten. Und das geht dann nicht für allgemein lang, heinst du, die Sachen führen sich hinzuschieben. Über das Budget. Auch das ist ein wichtiges Froh, dass wir ein das wichtigste Gesetz am Jahr, das ein Parlament stimmt, das Budgetgesetz. Das wird der Regierung überhaupt zugeht, für hier Arbeit zu machen. Mit dem Budgetgesetz, da tun wir nicht mehr an der Pläne durchgeboxt. Ich habe das für drunter kurz rappeliert. Wie sehr wir halt 2 Milliarden Defizit am Land können votieren mit der Stimme von der Majorität. Aber das muss ich auch noch so. Die Ministerin sind, soweit ich weiß, auf jeden Fall nicht an den Kommissionen, wo ich bin, sind nicht an Parlamentskommissionen gekommen, für ihre Budget vorzustellen. Das ist aber ein Selbstverständlichkeit. Das auch schon in der Vergangenheit heute zu Lützeburg gemerkt. Das Jahr, vielleicht sind so an Einzelkommissionen gekommen, ich kann das nicht allgemein behaupten, aber soweit wir wissen heute, soweit ich weiß, sind sie nicht an Kommissionen gekommen, wie zu so in Datei will ich machen, wieder eine Diskussion schon kann, und die Kommissionen sind ihre dann Pläne erkennen. Auch das trägt dazu bei, dass das Budget sehr durchkommt, am Mann diskutiert wird. Und das ist auch nicht transparent. Wir hätten noch gerne, dass die Budgetkontrollkommission mehr Rechte kriegt, und dass wenn auf Initiative von 3 Deputierten an der Budgetkontrollkommission Abklärung gefragt wird über eine bestimmte Frage, was das Recht von den Deputierten ist, dann muss der Minister die verlangten Erklärungen an Dokumente liefern. Das wäre eine wichtige Sache für die Rechte von der Kommission zu stärken. Also selbstverständlich muss auch ein Rapport speziell von der Cour des Comptes über ein Dossier gemacht werden. Dann. Wir können auch nicht akzeptieren, dass in so einem Fall, wo die Budgetkontrollkommission will Abklärungen über einen Fall kriegen, dass die Majorität das kann verhindern gegenüber einer Minorität. Das kann auch an so einem Szenario nicht sein, wenn budgetär Fragen und eine Regierung zu adressieren sind, das sind ganz gravierende Sachen über große Summen, dann darf nicht eine Majorität das verhindern. Wir hatten noch gesagt, das Parlament muss keine Misere zur Summe kommen. Das ist nicht nur für die Aktualität hier am Land Rechnung zu drohen, aber es entspricht auch als neuen Obligationen im europäischen Niveau. Ihr wisst, dass die nationalen Parlamente beidrohen zum Kontrolle von der Subsidiarität an der Europäischen Union. An die europäischen Entwürfe von Direktiven, die eng Subsidiaritätsfroh opwirfen, müssen an der Chamber binnen 8 Wochen examiniert gehen, und da muss man binnen 8 Wochen dann ein Avis checken, wo der Chamber ob Brüssel, ob mir Mengen ein direktive Projekt wäre konform zum Prinzip von der Subsidiarität oder wäre nicht konform. Für das können zu machen, muss dann nicht examiniert gehen, DAX am Zusammenspiel mit den Chambre professionell, mit anderen wichtigen Akteuren hier am Land. Und dann muss die Plänier eine Decision holen. Das Plänier, die Wort darüber hält, ob Plänier mengt, das wäre konform oder nicht konform zur Subsidiarität. Und da muss natürlich auch keine Session stattfinden. Also auch da stehen wir an einem Zeitdruck, den als allerdings durch europäische Obligationen aberlöst ist, wir können Plenarsessionen mehr zusammenzurufen. An der Chambre selber, und das ist dann der 3. Punkt, will man eine Verbesserung vom Funktionament, mehr Gleichheit zwischen den Parteien. Wir hätten gerne, dass alle Parteien, auch alle unabhängigen Deputierten am Chamberbüro an der Präsidentenkonferenz vertreten sind, sodass dann alles mitkriegt, was da diskutiert wird, auch den Ordre du Jour, und dass dann auch mitbestimmen, wie die Zeiten zu den bestimmten Projekten agenciert gehen, eben just an der Linie von dem, was wir gesagt hatten, für dass alle Parteien genug Zeit hat, für ihre Position können anständig zu exposieren. Wir wollen, dass der Fraktionsstatus und das angepasst wird, wie am Ausland ist. Wir können noch mit dem höchsten leben, mit dem deutschen System, wo 5%. Das ging dann heischen, wenn wir den deutschen System gegen applizieren, dass 3 Deputierten in der Chambre eine Fraktion könnte formieren. Und wir wollen auch an der Chamberkommissionen, dass an alle Chamberkommissionen, alle Parteien kann mandatierte Vertreter haben. Du wirst, dass wir das am Blick nicht können, Sensibilitätspolitik, aber wir hätten gerne, dass an alle Chamberkommissionen ein mandatierte Vertreter von allen Parteien darf sitzen, wie auch da in den Arbeiten können gleichberechtigt teilzuhören.